Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge YouTube TV. Ich bin hier mit dem Roger. Wie geht's dir? Nicht so gut. Ich hatte einen recht schlechten Döner von einem recht schlechten Fastfood-Ballast. Und hast du eine Google-Rezension geschrieben? Oh nein, aber alle Leute hier in der Schweiz haben eine geschrieben und wir lesen sie jetzt vor. Lewis Barnett. Zuerst mal das Original, vorgelesen in meiner besten britischen Erzählstimme. Worst kebab in Zurich. Took 2.5 hours to get there. Cold. And couldn't even wrap the kebab. Looked like just threw into a bag. Entschuldigung, aber Complete sight. du tönst wie einer, so, der im Englischunterricht, wenn du Kassetten abspielst. Please open your exercise books. Und das hat Google übersetzt. Am schlimmsten Kebab in Zürich. Nahm 2,5 Stunden hier. Kalt. Und könnte nicht wickeln auch die Kebab. Sah aus wie das, warf ihn einfach in eine Tasche, ganze Webseite. Ich habe mit 4 Freunden gestern bestellt. Problem Nummer 2 stellte sich etwa eine Stunde, nachdem ich mein Poulet Dürüm verzehrt hatte, ein. Nämlich meldete sich mein Magen auf eine sehr unangenehme Weise. Ich möchte die Details ersparen, es sei jedoch gesagt, dass ich meine Nacht im Badezimmer verbrachte. Und das wegen einem Dürüm, der nicht einmal wirklich lecker war. Bestellt dort nicht, meine Jünger! Giuseppe Antonio, dünne Schieße gefahren zu teurem Preis. 3 mit Getränk 16,50. Meiner waren zu meinem Glück noch klein. WC nicht sauber, dafür mit der Kokainspuren versehen. Leute, lasst die Finger davon. Sorry Giuseppe, du tönst für mich einfach wie einer, der einen italienischen Akzent hat. Scheiss. So low-key racist. Das italienische Gefuchtel muss man sich da natürlich noch vorstellen. Kalter Döner, schlechte Tiefgefrierpizza, schlechter Service. Großartige Rezension von Jerome Fehlbaum. Danke vielmals für schlechte Tiefgefrierpizza. Entweder entscheiden auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch nächstes Mal. Dankeschön. Wäre der Döner am selben Abend nicht flüssig rausgekommen, hätte er wohl Porzellanschüssel gesprengt. Nach Wien garantiert. So, Bonuskommentar. Natürlich gibt es auch über Büffer. Natürlich gibt es auch über Freudehäuser-Rezensionen. Hello man like me who mochte habe kleine Fun mit sexy Frauen. Ich habe visited few days ago and ich bin disappointed. Die Frauen are old, boring and arrogant, totally not like the photos. Die Wohnung ist clean, nice, furniture good, location, the apartment is good, price is cheap. Nicht gut, Frauen all 35 plus, on website schreiben 20 bis 22. Nicht gut, danke. Er denkt, er leitet sich das Bruce Darnell Deutsch zu, damit er nicht auffliegt. Anders ist das nicht zu erklären. Das ist entweder ein Troll oder das. Ja, hey, gut, 2019, viel Glück. Wünschen uns auch Glück, dass wir da unseren Upload-Streak ein bisschen halten können, dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr. Wenn du auch wollen willst, cool sein, dann subscribe, because Bruce Darnell approves.